Ach ja, das ist schon ein schönes Fleckerl da, um mal ein paar Tage auszuspannen. Am Schwäbischen Meer. Und natürlich das gute Essen. Frischer Fisch direkt vom See. Ja, da sind sie ja, die berühmten Rinken. Nein, sind keine. Schmied? They say we're young and we don't know. We won't find out until. Das sind sie ja, die Barsche. Na, leider nicht. Da fangen wir immer weniger. Freilich, klar. Täglich grüßt das Murmeltier. Das sind ja keine Rinken und das sind ja auch keine Barsche. Das sind ja die Das sind schöne Rotaugen, Rotaugen, genau. Und da haben wir das sind ja ganz schöne Karauschen. Garagen. Karauschen. Heit in der Freizeit. Unbekannte Fische. Wie wär's einmal mit Barben oder Schleien? Und die Gretchenfrage ist gelöst. Tricks gegen die Störenfriede. Okay, gut. Also, dann Schmied keine Fehler machen heute. Weil sonst hört der Tag ja heute gar nicht mehr auf. Ah, schöne Rotaugen, hä? Wunderbare Rotaugen. Ja. Und das, was haben wir da? Das sind die Sind die Karauschen. Karauschen. Wunderbare Fische vom See. Alles aus dem See. Im See gibt es ja über 30 verschiedene Fischarten, die kein Mensch kennt. Früher, vor 100 Jahren, hat man alle Fisch gegessen. Heutzutage kennt man bloß Renken und die Barsche. Die stehen ja natürlich in jeder Wirtschaft auf der Karte, Rinke und Barsch. Ja, auf der Karte stehen schon. Die sind aus dem See, aber eben nicht aus dem Bodensee. Die kommen, weiß der Teufel woher, die kommen aus Kanada, vom Gardasee. Aber eben nicht aus unserem See, aus dem Bodensee. Na, ehrlich jetzt? Ja, auf jeden Fall. Wir fangen ja gar nicht so viel Renken und Barsche, Ach so. die auf den Karten stehen. Wir haben ja große Sorgen. Wir haben Unmengen an Kormoranen am See. Die fressen ein paar 100.000 Kilo Fisch. Dann haben wir eben einen historisch einmalig tiefen Stand von den Nährstoffen. Das werden ja 98% an Phosphaten werden ausgefällt. Das heißt, der Mensch möchte das Wasser immer sauberer machen, weil es ist ja Trinkwasser quasi, oder? Ja. Aber weniger Futter für die Fische wahrscheinlich, gell? Ja, so Ach, und ist es. deswegen müsst ihr jetzt auf andere Arten. Ja, wir müssen komplett umdenken, sonst können wir aufhören. Ich verarbeite alles, was im Netz drin ist. Das sind wunderbar frische Fische aus dem See, einen der saubersten Seen in Europa. Aber die haben halt ein paar Gräten und das will der Kunde heutzutage, der will ja nur Filet, 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 Filet. Aber da gibt es ja auch bestimmte Tricks, dass man die Gräten beseitigt und dann ist es ganz unkompliziert zum Essen, so wie ein Feichenfilet. Ja gut, ist klar. Da, jetzt muss ich aber heim. Jetzt hast du mich lang genug aufgehalten. Du kannst mir ruhig ein bisschen austragen helfen. Dann auf. Ja, also. Gut. Welche Delikatessen man aus diesen eher unbekannten Fischen machen kann, das zeigt mir der Paul Lachenmeier. Spitzname Braxenpaule. 1982 macht er die Meisterprüfung und obwohl er aus Landsberg kommt, ist er seit 2010 Bodenseefischer. Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Summertime. Paul, Das sind die Juwelen. Das geht jetzt einmal los mit einem Rotauge nach Matjes Art. Bitte schön, Max. Da sind ein bisschen Zwiebel dabei, frische Kräuter. nicht verkehrt. Jetzt haben wir als zweites Juwel eine Räucherbraxencreme. Danke.
Und als drittes Juwel aus dem Bodensee haben wir die Döbel gebeizt. Oder Eitel sagt man auch. Eitel gebeizt. Alles klar. Das ist ja unglaublich. Dass der Eitel das noch nicht geschafft hat, dass er da in die Restaurants schwimmt, quasi. Wir wollen ja jetzt mit unserem neuen Verein Bodensee Fisch e.V., da sind eben die Köche drin, die Fischer und die Restaurantleute, wollen wir hinweisen, dass es wunderbare Fische aus dem See gibt, dass das ein Wildfang ist und die zu bestimmten Zeiten gefangen werden und die direkt vor der Haustür wachsen, im saubersten See Europas. Das ist halt ein Haufen Arbeit, gell? Mit den Geräten, die musst du erst einmal alle hinausbringen. Das ist die Achillessehne beim Verbraucher. So schaut's aus. So schaut's aus. Aber da gibt's Tricks, wie man die rauszaubern kann. Man kann entweder die gesamten Gräten rausschneiden oder man kann einen Fisch einschneiden, das Filet im Abstand von 2 mm und die zergehen dann beim Braten. Und die dritte Methode ist eben das jetzt, wie wir es hier beim gebeizten Eitel haben. Dass man es beizt, oder wie? Genau. Also das mit dem Gebeizten ist völlig unkompliziert. Weil Spaß, ich hol gleich einmal ein paar Fisch, dann machen wir's. Die passt aber auf die Sachen auf. Also diese Bratzen sind unglaublich. Ganz ein feiner Fisch. So, da haben wir die Eitel. Jetzt brauche ich bloß noch die Maschinen. Komm gleich wieder. Ja, freilich. Ich konnte ja eh nicht helfen. Wrote you this, I hope you got it safe. It's been so long, I don't know what to say. Da schau her. Hat's geschmeckt? Es war nicht verkehrt, würde ich sagen. Gut ab, alles gegessen. Ja. Super. Was haben wir? Einen frischen Eitel, der ist geschuppt ausgenommen. Fürs Beizen brauchen wir bloß 4 Zutaten. Salz, Zucker, Zitronensaft und einen frischen Dill. Völlig unkompliziert. Und jetzt filetieren wir. Unmittelbar hinterm Kopf einschneiden, bis runter an die Hauptgräte. Und dann schneidet man entlang von der Hauptgräte. Sehr gut. Ja, wunderbar. Also die Bauchgräten tun wir jetzt rausschälen. Den tue ich da bei dir mit rein. Ja, genau. Machen wir einen Fischfond draus. Unbedingt. Und da habe ich noch ein paar so Herrschaften entdeckt. Bauchgräten. Also jetzt haben wir da 2 Filethälften. Und der nächste Schritt ist dieses dezidierte Einschneiden im Abstand von 2 mm. Und da werden die Zwischenmuskelgräten, die frei in der Muskulatur liegen, zerschnitten. Da haben wir halb Zucker und halb Salz. Ganz unkompliziert. Immer da, wo es dicker ist, mehrer, brauchst du jetzt nicht sparen. Mehr Salz. Du sagst Stopp irgendwann, gell? Halt, jetzt langt's. Gut. Jetzt nimmst du den frischen Dill und tust ihn eben über die Filet drüber streuen. Ein bisschen reintatscheln. Da an der Rückenflanke, wo die Hauptgräten sind, tun wir einen Zitronensaft drauf. Das muss gar nicht schwimmen drin, quasi. Nein, sonst wird's zu sauer. Die Zitronensäure, die löst jetzt den Kalk auf von den Gräten. Und somit haben wir ein grätenloses Filet, das kann man dann schön aufschneiden. Jetzt sind wir mit dem Beizen fertig. Ja. Und jetzt kommt 3 Tage in den Kühlschrank und da reift es. Und davor müssen wir es noch beschweren, Weil? weil dann druckt es noch das Wasser raus. Diese Salz-Zucker-Reifung beruht ja darauf, dass das Wasser reduziert wird. Dadurch gibt es eben die Reifung. So, Und das kann ich quasi mit jedem Fisch machen dann auf jeden eigentlich, Fall, oder? das kann man mit der Karauschen genauso machen oder eben mit den Rotaugen. Und natürlich auch mit den Braxen, wenn es nicht so riesige Trümmer sind. Das sind die Braxen, das sind ja Riesendinger. Das Ja. sind ja, ich meine, gut, das sind ja Raubfische. Nein. Schmidt, Braxen, das ist doch
doch kein Raubfisch. Das ist doch ein Friedfisch. They say we're young and we don't know, won't find out. Braxen, das ist ja ein wunderbarer Fisch, ein ganz friedliebender Fisch ist das ja eigentlich, gell? Ja, auf jeden Fall. Die sind zwar groß und stark, aber keine Raubfische. Deswegen, ja, ich bin ja ganz friedlich. Ja, am Bodensee gibt's noch ganz andere Fische, die keiner kennt. Aha. Da kannst du zum Beispiel zu dem Christoph Keller fahren. Da lernst du noch mal was dazu. Aber Körig. Körig. Also bin ich weitergefahren. Von Friedrichshafen auf die Halbinsel Höri. In Moos treffe ich den Fischwirtschaftsmeister Christoph Keller. Der ist auch beim Verein Bodenseefisch, zu dem inzwischen 50 Mitglieder gehören. Nicht nur aus Bayern und Baden-Württemberg, sondern auch aus der Schweiz und Österreich. Habe die Ehre. Salut! Ja, Wahnsinn. Dieser Wahnsinn, das ist ein Hecht. Ein Weißfisch. Nein, das ist ein Hecht. Das ist kein Weißfisch. Ein Weißfisch, das Schmied. Also, habe die Ehre. Salut! Das ist ein Hecht, gell? Ja, Aber kein Weißfisch. das ist ein Hecht, kein Weißfisch. Ja, siehst du das? Weißfisch habe ich da. 3 schöne Barbe. 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 Ja, Wahnsinn. Also Barbe, ganz ehrlich, hört man selten. Auf einer Karte habe ich noch nie gesehen. Ist ein wunderbarer Speisefisch, aber die Wirt traut sich nicht hin, weil es ein paar Geräte gibt. Aber sehr, sehr schmackhaft im Fleisch. Also man kann ihn schon essen. Also dann liegt es nicht nur am Konsumenten, der den Fisch nicht isst, weil er ihn nicht kennt, sondern weil vielleicht auch der Wirt noch nicht ganz so weit ist, dass er dem Gast ein bisschen schmackhaft macht. Genau. Er traut sich einfach nicht hin, den Fisch zubereiten, weil die Leute nur Felchen gewohnt sind und Forelle und Zander. Und du machst aber auch was aus den Fisch dann. Hilf mir einladen, ich zeig das. Gut. Den Und der kommt- Hecht. Ja, den mach. Give it a whirl, give it a try. Why don't you sleep out, start living high? You're on your own, you make your bed. No time for wasting, just look ahead. You're powered on the man, what you do or say. You can't surprise him anymore. He's got a reputation and he don't look back. You're powered on the man. Du ist raus, oder? Ja, ich mach die Garage und schau auf. Alles klar. Garage, gut. Wunderbar. Sauber. Ah, da schau her. Karpfen. Eine Trüsche. Karpfenfilet. Hechtfilet. Sauber. Barbefilet, Schleifilet, Eitel. Und was haben wir da? Hecht in Dosen. Hecht Kaviar. Willst du mal probieren? In Gelb, quasi. Inge. Und lutschen oder draufbeißen oder was tue ich? Oder einfach bloß Einfach schnell runterschlucken? genieße wie ein guter Wein im Mund. Und Das ist, was ist das genau? die Roge vom Hecht. Leicht, mild gesalzen. Vom Hecht. Ja. Du hast schon ein bisschen die spezielleren Fische da bei dir in der Auslage, hä? Ja, wir haben auch hier eine große Artenvielfalt im See. Einen Karpfen kann ich räuchern, kann einen Karpfenschinken draus machen, kann ihn frittieren zu Knusperle, kann Frikadelle machen, ich kann einen Salat machen kalt. Die Schleie kommt in größerer Menge vor. Die Barbe, ein ganz schmackhafter Fisch. Nachteil hat ein paar Gräte. Wer einen Fisch essen kann, muss auch mal einen Grat vertragen. So ist es. Ja, freilich, wenn der Fisch gut ist. Und wir wollen die verschiedenen Fische den Leuten nahebringen. Aber machst du die Sachen jetzt nur für den Endverbraucher, also für mich? Ich beliefere auch Gastronomen. Zum Beispiel die Barbe hat jetzt der Hubert.
vom grünen Baum im Moos bestellt, zum die Fischsuppe machen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder. Ja, genau. Und jetzt koche ich mit dem Hubert seine berühmte Bodenseefischsuppe. Schön, oder? Baube. Mordsding, ne? das Mordskerle. sagt Mit einem Kussmund erkennbar. Und hat einen Bart, obwohl sie weiblich ist. Das ist jetzt ja einer von den fast vergessenen, seltenen Fischen, da ich sagen. Sie wurden früher eigentlich immer gefangen, weil es einfacher war zu fangen und weil es viel Material war. Und vom Geschmack auch intensiv. Sie haben einen Nachteil, sie haben halt viel Gräten. Und die Gräten sind, warum man nachher die anderen Fische vorgezogen hat, sogenannte Edelsfische. Aber für die Suppen ist es ja wie der Fond, der gibt ja Kraft. Und da haben wir Ressourcen im See, ohne Ende. Und die wurden bisher gar nicht genützt. Und jetzt sind wir in der Küche gefordert, deshalb ist man eigentlich Koch geworden, dass man die Ressourcen eines Landes nützt oder einer Gegend und die umsetzt in den kulinarischen Genuss. Da macht das Ganze Sinn. Jetzt habe ich Gänsehaut, muss ich sagen. Gut, dann Fischsuppen. Hallo Hubert. Hallo Hubert, wir brauchen 3 Hauptzutaten. Einmal natürlich den Fisch. Heute haben wir das Ware. Wenn man mehrere hat, ist es sogar besser. Dann haben wir natürlich die Halbinsel Höre als Gemüseinsel. Weil früher war jeder Fischer auch noch Gärtner oder Landwirt Gemüsebauer. praktisch. Ja, war immer ein Doppelberuf, weil Fisch hat noch nie alles ernährt. Also so war es nicht. Alles klar. Und dann haben wir noch die Kammerkrebse. Die Barbenkarkassen sind ein bisschen groß und die müssen wir zerkleinern. Und ich verliere noch ein Hecht. So, haben wir das. Hier haben wir ja die Barbe schon und den Karpfen. Für die Einlage natürlich nachher. Wir wollen ja ein bisschen was zwischen die Zähne, oder? Nicht nur trinken. Krebse neu. Und die müssen wir jetzt ein bisschen mörsen. Heimisch. Heimisch, eigentlich nicht richtig, sind invasiv. Frisch eingeschleppt in den See. Ja. Und die Fischer und die Forscher wollen es los haben. Und beim Hubert landen sie eben im Kochtopf. Weil man es verwenden, und weil es Geschmack bringt. Und die rösten wir jetzt kräftig an. Nehmen ein bisschen Butter. Und jetzt kommen langsam die Röstaromen. Und das rösten wir jetzt auch noch gut an. Dann kommt die Süße der Karotte und der Sellerie. So, und jetzt? Löschen wir mit Weißwein ab, natürlich. Wacholder und Nelken. Jetzt kommt noch Wasser dran. Ziemlich viel. Weil wir müssen ja die Barbenkarkassen da drin kochen. Jetzt steigt nachher das Eiweiß auf. Ah, das müssen wir abschöpfen. Das müssen wir abschöpfen, damit sie schön klar wird. Ja, so einen Fond anzusetzen, braucht Zeit. 3 Stunden ist man da insgesamt schon beschäftigt. Aber es lohnt sich. Und wie lange muss es jetzt köcheln? Ja, so 20 bis 30 Minuten. Also bis die Köpfe praktisch durch sind. Also rühren. Jetzt kommt der Suppen rein. Und einen noch für die. Schön. Haben wir das? Ja, und noch ein bisschen Safran. Dann würzen und... Jetzt brauchen wir noch Wein Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen an Wein. und Ricard. Das ist ein französischer Pastis. Sagen wir mal, ein doppelte, 15, 2 Schnäpse. Stopp! Das Schwarze sind die Karpfen. Sieht fast aus wie Thunfisch. Gell? Absolut. Bodensee-Thunfisch. Hast du es gewusst? Nee. Die Weißen sind die Barbe. Und alle grätenfrei, weil wir sie gut geschnitten haben, wir zwei. Richtig. Jetzt lassen wir es noch einmal kurz ankochen. Und dann stellen wir es ab und lassen es ziehen. Und dann ist er durch. Ganz knapp am Gargrad. Sushi-Qualität.
Auf den Guten. Auf den Guten. Genau. Was sagst du? Sie schmeckt halt Gut. nach dem, was drin ist. Gut. Und immer wieder anders, je nachdem, was der Fischer gefangen hat, wie der Koch seine Gefühle hat und was die Saison hergibt. Was tust du sonst noch für einen Fisch rein? Zum Beispiel ja, die Trüsche. Trisch ist ja ein wunderbarer Fisch. Das ist ja ein ganz friedliebender Fisch, der so tagsüber so am Uferbereich so zuerst denken, dann Rennspiel, weil sonst schaffen wir das halt gar nicht mehr. Die Trische, ja, das ist ja ein richtiger, wie soll ich sagen, der Nachtaktiv. Oder so ein Grundler, so ein Raubfisch halt, so ein richtiger, gell? Na ja, Schon, gell? Ja. absolut. Einer meiner Lieblingsfische. Ah, siehst du das? Warst du schon mal beim Dietrich? Beim Dietrich, ne? Der Fischer Dietrich. Der hat ganz andere Fische. Der ist unten in Öningen. Wieder andere Fische. Gut, also bin ich weiter nach Öningen gefahren. Da, wo der Rhein wieder aus dem Bodensee hinausfließt. Und dort gibt es die Fischerei Martin Dietrich. Direkt am Ufer. Habe die Ehre. Aber die Ehre. Servus. Max. Martin. Martin auch, genau. Ja. Weil der Hubert hat gesagt, ich sollte mal vorbeischauen. Ja, Wegen die besonderen Fisch. da haben wir schon ein bisschen was Besonderes. Also solche, wo man nicht so oft sieht auf der Speisekarte. Ich habe jetzt gell? gehabt Barben-Eitel habe ich gehabt. Jawohl. Dann habe ich gehabt Rotaugen vermutlich. Rotaugen Ja. haben wir gehabt, genau Ja. richtig. Und wir brauchen noch irgendwas Besonderes. Ja, da hätte noch Schleie, würde noch ins Repertoire passen. Ein Schlei. Schleie, ja. Gehört auch zu der Weißfisch, zu der Karpferartigen. Finden wir auch nicht so oft. Ein Schlei ist auch Ja. gut. Ja, Und der ist da draußen. der fangen wir da eher im ruhigeren Gewässer, da Richtung Schilfgürtel. Der ist eher im flachen, warmen Wasser. Also dann kann man jetzt gar keine anschauen, quasi. Doch, du stehst da gerade drauf, ich kann es dir gerade zeigen. Unter uns schwimmen sie. Dann gucken wir mal da rein. Sapperl. Da ist eine Gitterbox drin und wenn ich viel fange, dann kann ich die der Hanne lebend hältern. Wenn ich da so eine schöne Strömung habe, die gehen mir nicht kaputt und dann kann ich die ein paar Tage aufbewahren, bis ich sie tatsächlich brauche. Dann nehmen wir mal eine rauf. So, Ah, das ist ja doch so ein großer Fisch. das ist ein schönes Fischchen, Ein gell? schöner Fisch. Guckst du mal her. Fundig. Ein ganz schöner Schlei eigentlich, oder? Das ist eine ordentliche, kann man sagen. Ja. Ja. Du hast noch wieder rein, dass die Die nicht lassen wir friert. wieder rein. Ja, genau. So, dann. So. Ja, und den hat man früher nicht gegessen. Ja, man hat ihn schon gegessen, aber in der Gastronomie hätte man halt nicht gern angeboten weg der Gerät. Die Gäste wurden mehr oder weniger alleine gelassen mit der Gerät am Tisch. Und heutzutage, die heutigen Gastronomen, die haben dazugelernt, haben andere Rezepte und die Schleie werden anders angeboten, dass die auch von empfindlicheren Gästen gegessen werden. Weil es ein guter Speisefisch Weil es ein sehr guter Speisefisch ist. Einer von den besten ist der Harry Leisner. Und wenn du den probieren magst, dann kannst du ihn gegen eine essen. Der Harry. Genau. Wunderbar. Du, Martin, dann sage ich danke. Schön was. Dann schleichen wir wieder. Okay. Schöner Tag. Schöner. Das Restaurant Seeterrasse von Koch Harald Leisner liegt gleich ums Eck in Wangen. Für die Schleiblau brauchen wir erstmal frischen Fisch, das ist ganz wichtig. Für den Sud brauchen wir Gemüse. Schon mit 10 Jahren steht der gebürtige Reichenauer am Herd und hat Sauce Hollandaise gemacht, während die anderen beim Kicken waren. Und heute blickt Harald auf 40 Jahre Kocherfahrung zurück. Würze den Fischtopf mit den verschiedenen Gewürzen. Lorbeer, Kreuzkümmel, Pfeffer, Wacholder, Nelken. Essig. Wein.
lass es 10 Minuten ziehen. Die Schleie ist der Fisch meiner Kindheit. Meine Eltern hatten ein großes Hotel auf der Reichenau. Und dieser Fisch hat mich wirklich das ganze Leben begleitet. Mittags, wenn ich von der Schule heimkam, stand schon ein Topf auf dem Herd und da waren Schleien drin. Die Schleie ist ein Wildfangfisch. Und ich probiere jetzt, diesen Fisch wieder meinen Gästen schmackhaft zu machen. Schleie Blau ist wirklich ein wunderbarer Fisch, sehr bekömmlich und leicht. Die Garzeit bei diesem Fisch beträgt ungefähr 20 Minuten, kleinere ca. 8 bis 10 Minuten. Leichtes Sieden, nicht kochen. Viele Gäste sind bei mir glücklich, dass sie so einen ganzen Fisch kriegen, weil sie sehen dann den Fisch. Es ist nicht nur ein Filet, sondern es ist ein ganzer Fisch. Wenn es kleine sind, kann man es auch selber filetieren. Dann isst man langsamer und genießt es auch und hat da wirklich eine Freude an so einem Fisch. Grüß Gott. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Schleie. Jawohl. Im Ganzen? Im Ganzen machen wir das jetzt. Das ist wirklich das Beste. Wir haben jetzt immer leichtes Sud gemacht. Der ist nicht gebraten, er hat keine Röstaromen. Das ist einfach Natur pur. So wie er aus dem See kommt, so ist der Geschmack jetzt aus diesem Fisch. So, bitteschön. Danke schön. Die Gräte bleiben hängen, weil ich das so schön dann filetiere. Und nachher hast du einen wunderbaren Fisch und bist glücklich. Glücklich ist gut. Dann schieben wir das hier weg. So, jetzt ziehen wir die Gräte hier raus. Vielen Dank. Bitte schön. Danke, wunderbar. Ja, alles klar. Guten Appetit. Danke. Let's go fishing for a dream. Herrlich. Habt ihr Schmidt verdient. Ganz ein feiner Fisch. Ein schöner Biss. Herrlich. Ganz zart. Gut, vielleicht haben wir tatsächlich mal einen Gräten dabei, aber ist jetzt für einen Fisch auch nicht ungewöhnlich, gell? So, dann. Let's go fishing for a dream. Ja, gell? Jetzt war was zum Essen recht. So ein Fisch heute vielleicht noch mal, ja? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich liebe ja so einen Karpfen. Gibt doch nichts wie über so eine Schiene Braxen. Ohne das noch gehen, oder? So ein schönes, also ich mein, so ein Rotauge. Dann sagt mit. Fisch haben wir jetzt gehabt, hä? Ich glaub schon. Dann fehlt jetzt eigentlich bloß noch eine Nachspeise.